Der Versuk, Gefangene mit militärischer Gewalt zu befreien, erhob die Wahrscheinlichkeit, dass sie getötet werden. Mit diesem militärischen Brauch erklären Experten den Grund für die zunehmende Zahl der Todesfälle israelischer Geiseln am Gazastreifen, nachdem sie darauf bestanden, sie mit Waffen und nicht durch Wehrhandlungen zu befreien. Seit dem Ende des 7-tägigen Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas in der Zeit vom 24. November bis zum Morgen des 1. December, der auch die Umsetzung eines Gefangenaustauschs beinhaltete, gab die israelische Regierung bekannt, dass ihr Ziel in der nächsten Festdagen besteht, befreien sie den Rest der Geiseln, indem sie die Bodenoperation auf den südlichen Gazastreifen ausweiten und zusätzlich die Fähigkeiten der Hamas zerstören. Bis heute wurden mehr als 6 israelische Gefangene bei dem Versuch, sie zu befreien, am Gazastreifen getötet. Bei den jüngsten handelt es sich um 3 Geiseln. Die israelische Armee gab am Freitag bekannt, dass ihre Streitkräfte sie aus Versehen in Gaza getötet hatten, nachdem sie geglaubt hatten, sie stellten eine Bedrohung dar. Die Armee sagte in einer Erklärung, während der Kämpfe in Syria identifizierte die Armee fälschlicherweise 3 israelische Geiseln als eine Bedrohung. Daraufhin eröffneten die Streitkräfte das Feuer auf sie und töteten sie und drückte tiefe Reue über den tragischen Verfall aus. Das war nicht die erste Operation, bei der Hamas-Geiseln getötet wurden. Der eine israelische Truppe versuchte, Gefangene mit einem Krankenwagen zu befreien. Die Operation scheiterte jedoch und Mitglieder der israelischen Truppe und die Gefangenen wurden nach Angaben der Hamas getötet. Nach Ende des Waffenstillstands gab Israel an, dass vermutlich noch mindestens 137 Häftlinge am Gazastreifen seien.